ICF Kids, heute direkt aus der Action Hall. Hey, schön bist du mit dabei. Doch bevor wir weitergehen in unserer Serie, lass uns zusammen aufstehen und tanzen und unsere grosse Gott anbeten. Kommt, machen mit! Neue Tag, neue Chance, um mit dir durchs Leben zu gehen. Du gibst mir Kraft, wenn ich nicht mehr mag. Ich will mit dir durchs Leben gehen.
Ein neuer Tag, neue Chance, um mit dir durchs Leben zu gehen. Du gibst mir Kraft, wenn ich nicht mehr mag. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Ich hab keine Angst, du bist mit mir. Ich hab Mut, deine Kraft ist in mir. Bin nie allein, ich lauf mit dir los, voll Energie. Kein Berg ist dir zu groß. Ich hab keine Angst, du bist mit mir. Ich hab Mut, deine Kraft ist in mir. Bin nie allein, ich lauf mit dir los, voll Energie. Kein Berg ist dir zu groß. Heute ist unmöglich mit dir Gott. Alles ist möglich mit dir Gott. Heute ist unmöglich mit dir Gott. Alles ist möglich mit dir Gott. Heute ist unmöglich mit dir Gott. Alles ist möglich mit dir Gott. Willkommen zurück. Wir sind mitten in der Serie vom Daniel. Letzte Woche habt ihr gehört, dass der Daniel eine besondere Gabe hatte. Er konnte Träume deuten. Er war ja beim Königshof angestellt und mittlerweile hat er auch sehr einen hohen Job gehabt. Er war einer der 3 Minister, die am König direkt rapportieren mussten. Und weil der Daniel das so gut gemacht hat, hat der König ihn befördert. Die anderen 2 Statthalter, die das mitgekriegt haben, sind verrückt worden. Gefunden, das geht ja gar nicht. Jetzt sind sie schon viel länger dabei. Und jetzt kommt der Daniel, der weniger lang dabei ist und nicht einmal von Babylon ist, an so eine super Stelle. Die sind richtig eifersüchtig geworden. Der Statthalter hat sich mit den Fürsten zusammengetan und sie wollten den Daniel aus dem Weg schaffen. Ihnen sind alle Mittel recht gewesen. Sie haben geschaut, was er macht, wo sie ihm sagen können, hey, das ist schlecht, für das kannst du den Job nicht machen. Aber egal, was der Daniel gemacht hat, er hat es gut gemacht. Sie haben sogar probiert, ihn zu bestechen. Aber auch das hat fehlgeschlagen. Und so sind sie auf einen ganz gemeinen Plan gekommen. Sie haben gewusst, dass der Daniel 3 Mal am Tag seinen Gott anbetet. So haben sie etwas vorbereitet und sind somit zum König Darius gegangen. König Darius, du bist der beste und der tollste König, den wir haben. Du verdienst es, als einziger angebetet werden. Was haltest du davon, wenn wir in den nächsten 30 Tagen nur die anbeten? Und wer das nicht macht, der wird der Leue zum Fraß vorgeworfen. König Darius hat sich geschmeichelt gefühlt und gefunden, das ist eine gute Idee. Und so hat er das Abkommen unterschrieben. Wir sehen hier auf dem Bild den bösen Statthalter, wie er das vorliest, was der König da in Violett bestimmt hat. Dass das ganze Volk in Babylon nur noch den König anbeten darf. Auch der Daniel hat davon gehört. Und er war traurig. Hat ihn aber davon nicht abgehalten. So ist er heimgegangen und zoberst in seiner Wohnung hat er ein Fenster gehabt, wo Richtung Jerusalem geschaut hat. Von dort kommt er ja, der Daniel. Er hat zu seinem Gott gebetet. Und das war der Moment,
wo die bösen Statthalter gekommen sind und ihn verhaftet haben. Schau, der böse Statthalter war so eifersüchtig, dass ihm jedes Mittel recht war. Eifersucht kann einem dazu verleiten, etwas Schlechtes zu machen. Bist du auch schon eifersüchtig gewesen? Wie hast du reagiert? Schau, wenn du zum Beispiel der schnellste Läufer bist und du immer gewünscht und da kommt einer und wird noch schneller sein als du, was passiert da mit dir? Da kommt ein Groll. Du denkst, das gibt's doch nicht. Ich bin doch immer der Schnellste gewesen. Aber Gott hat dir die Gabe gegeben, zum schneller Rennen. Hat auch der anderen Person die Gabe gegeben. Gott schenkt uns die Gabe. Und der Daniel, er hat auf Gott geschaut. Schau, in dieser Situation, wo er gewusst hat, dass man nur den König anbeten sollte, hat er trotzdem gewusst, wo er hingehen muss, nämlich zu seinem Gott. Der Statthalter hat den Gott von Daniel nicht gekannt. Und ich denke, ihm sein Herz ist da so gefüllt mit dem Hass, weil er unbedingt die Stelle haben wollte. Und darum ist ihm auch jedes Mittel recht gewesen. In der Bibel heisst es auch, du sollst deinen Finden vergeben, damit du nicht bitter wirst. Das heisst, damit dein Herz sich nicht verkrampft. Weil wenn du auf etwas eifersüchtig bist, dann denkst du die ganze Zeit an die Person. Es macht dich wahnsinnig. Die ganze Zeit denkst du daran. Und wenn du zu Gott kommst und probierst zu beten, dann kann er dein Herz verändern. Wenn du nicht mit dem Gebet nicht gerade schaffst, kannst du auch rausgehen, kannst dich austoben, du kannst zu Gott singen, du kannst Gott kumpen, egal was, weil Gott kennt dich und sieht dein Herz und weiss, wenn du ehrlich meinst. Die Ruth hat ja euch letzte Woche eine Aufgabe von der Woche gegeben. Ich will euch auch eine mitgeben. Fragen doch eure Eltern, ob sie letzte Woche eifersüchtig sind. Was haben sie gemacht nachher denen? Haben sie gebetet? Oder haben sie Sport gemacht? Oder sind sie einfach so verrückt gewesen? Und dann fände ich es ganz cool, wenn du deinen Eltern auch kannst sagen, los Mami, los Papi, komm, wir beten jetzt, damit sich das verflügen. Und darum möchte ich jetzt auch noch kurz mit dir beten. Ja, Jesus, du siehst, dass Eifersucht ist ein Gefühl, das wir alle kennen, von klein bis gross. Du bist der Einzige, der unser Herz verändern kann, Jesus. Und ich bitte dich um Kraft und um Energie, dass du das bei jedem Einzelnen kannst verwandeln. Amen. Der Vers für unsere jetzige Serie vom Daniel heißt, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit der eigenen, besonderen Gabe. Ich wünsche dir eine ganz gute und gesegnete Woche. Mach's gut. Tschüss!